So, ladies and gentlemen, good evening. Thank you for coming to the MNAH. We changed our name, the Nationaal Museum Vismarkt, for another interesting lecture in the program of Erwin Olaf and Hans Op de Beek, inspired by Steichen. The title of today's lecture is Hechten en Dijften, den Edward Steichen en zijn werk zu Letzeborg. I'm especially curious about the Dijften, the low, because the highlights we know, but the low points make me curious. It's a great pleasure to introduce to you the director of our museum, Michel Polfer, who has kindly agreed to contribute to the program. The third lecture of 6, so we're halfway. There are 3 more lectures to go, and especially in March we have an interesting program as well. Professor Polfer and Gilles Zijnmet are the co-editors of the collection catalog that was presented to the public last year in December. A really thorough study of all the works by Edward Steichen in the collection of the MNSA. I highly recommend this publication to you. It's been a labor of love almost, although at the end it's always a challenge to finish such a hefty book, over 500 pages, I think. But without further ado, I'm giving the floor to Mr. Polfer. Merci dem Ruud Priem für die Leifir, der einerseits Konservateur Beaux-Arts, für die nicht kennen sollten. Die Vorteil mit mir über Birger und Dahl, aber nicht mit Charlie Gall, wir haben mit Steichen, Hechten und Dijften, an seiner Beziehung zu Lützeburg und auch an der Rezeption von seinem Werk zu Lützeburg. Der Vortrag, den Ruud hat es schon gesagt, reiht sich an das Rahmenprogramm von unserer aktuellen Ausstellung Inspired by Steichen. 2 zeitgenössische Artisten, den holländischen Fotograf Erwin Olaf und den belgischen, flämischen Skulpteur und Maler Hans Op de Beek, am Dialog mit ihren Werken an Fotos aus Eisenbestand von Edward Steichen. Der Kontext für die Ausstellung ist natürlich der 50. den Anniversär vom 50. Todestag vom Steichen, den 2023 wieder aussteht. Den direkten Kontext zu meinem Vortrag ist auch noch ein anderer, und der Ruud Priem hat es schon erwähnt. Am Vorfeld, eben just von dem 50. Anniversär, hatten wir uns schon unter geraumer Zeit damit beschäftigt, unseren eigenen Bestand hier am Haus abzuschaffen, an als Sammlung und Steichen Fotos in Form von einem Katalog Raisonné vorzulegen. Die meisten von euch wissen nicht, dass am Dezember letztes Jahr rauskommt, dass am Shop zu kriegen, für die, die noch nicht sollten haben, und nach mehr wollen wissen, über die Steichen, wie ich den Abend kann erzählen. Quasi alles, was ich den Abend erzähle, geht aus Mengen 4 Erbischte für die Kataloge raus. Den Erbischen, die ich selber gelesen habe, auch den Erbischen, die andere gelesen haben für den Katalog. Hier am Haus der Gilles Zijnmet, was die Fotos selber betrifft, also den Inhalt von den Fotos, den eigentlichen Katalog Raisonné. Die Malgorzata Novara, aber auch was den Vergleich von unserem Bestand mit anderen an der Welt betrifft. Und dann, last but not least, auch eine deutsche Fotosexpertin und Restauratorin, der Madame Kerstin Bertels von Berlin, die uns extrem, sie und ihre Kollegin, extrem viel Informationen zur Materialität von den Fotos, die bei uns am Haus sind, konnte liefern. Es geht heute nicht darum, ich habe das ganze Leben und die ganze Karriere von Edward Steichen notzuzeichnen, da werden wir nach Morhai. Ihr wisst, dass der Steichen ein extrem vielschichtiges Werk geschaffen hat. Er war natürlich von den innovativsten Fotografen vom 20. Jahrhundert. Er war Kannerbuch-Illustrator, Textildesigner und hat Pflanzen gezeichnet. Er war Kurator am MoMA, der nächste Fotoskurator am MoMA überhaupt nicht. Großartige Ausstellungen kuratiert, wohin er selber Tierker beigesteuert hat, mit einer Fotografen, also kuratiert hat, an. Also darüber geht es halt nicht.
Es geht mir viel mehr darum, an einem ersten Teil, an kurzen Tisch, die, wie der Wert gesehen, wechselhaft Relationen, durch hier Bierjandal, Hechten und Deiften, zwischen dem Steichen und seinem Geburtsland Lützeburg zu skizzieren. An einem zweiten Teil ging ich dann ein bisschen mehr im Detail ob als eigene Sammlung an, also ob der Kontext von der Schenkung, mir auch zu anderen wichtigen Schenkungen, die auf Lützeburg kommen sind, an die Haut der Gros vom Steiche Patrimoine zu Lützeburg ausmachen, also Family of Man, Habiteriers als Ausstellungen an eiseneigene Bestand. Und zu guter Letzt an einem dritten Teil werfen ich dann einen kurzen Blick auf die Wirkungsgeschichte von dem Patrimoine heute zu Lützeburg. Für dich also ein paar Worte zum Steichen seinem Verhältnis zu seinem Geburtsland und vice versa. Geboren ist als Eduard Steichen, der 27. März 1869 zu Beving an diesem Haus, war der hier auf der Foto gesieht oder auf dem Foto gesieht, das längst Bild aus den 80er Jahren, ich meine 81 pro Jahr 1000 aufgehabt ginas. Die Fotorierzeit, die Trickseite weist, als schon an den 60er Jahren entstanden. Also wenn vom Geburtshaus vom Steicher jetzt geht, dann ist nicht, weiß ich nicht, ob ich das in Goa kriege, ja doch, dann ist nicht das da gemeint, mir just das Hai. Also just die Häubchen Hai, die dort runtergebaut, also bessere Schab. Daraus sieht er schon, die Lebensumstände vom Steichen und seiner Familie waren extrem bescheiden. Das waren keine reiche Leute. Seine Eltern, Marie Kemper und Jean-Pierre Steichen, hatten sich ein gutes Jahr für seine Geburt recht bestört. Und die Familie hat an prekären finanziellen und auch Wohnverhältnissen gelebt. Das erklärt auch, wie der Pap allein an die USA emigriert ist. Mom an die kleinen Beruf sollten nur kommen. Schlussendlich hat Mama aber die Initiative geholt und ist mit dem kleinen Eduard einfach so nur gereist, weil der Pap am Gange war, an den USA zu gehen. Er war schwer krank und hat kein Erbe gefunden. Und die ganzen Auswanderungsprojekte wären mengenlich auch gescheitert von Marie Steichen, die offensichtlich die bisschen mehr resolut, lebenstüchtig an der Beziehung war, sehr an die Hand geholt hat. So könnte die kleine Eduard also als quasi in der Republik, als Zweijährigen in Amerika, geht zum Edward, geht dann auch mit 21 Jahren im Jahr 1900 zum US-Bürger, geht also angebürgert an den US-Citizens von dem Moment an. Es hätte ihn also können unhöhlen, dass du mit der Relation von Steichen und Lützeburg schon rübergewirrscht wird. Wie das hier so ganz viele andere Immigranten, vor allem wenn sie kleine freie Jahren an die USA ausgewandert sind, der Fall wäre. Das ist aber für die Steichen nicht der Fall. Hin hat Zeit seines Lebens mit wechselhafter Intensität, der Kontakt, vielleicht Männer zum Land, aber auch zur Familie zu Lützeburg gehalten. Und 1900, also an dem Jahr, wo ein Amerikaner geht, für länger Zeit an Europa kommt, hat eine relativ große, lange Reise gemacht, ob Paris, ob Wien, ob London. Und zwischen Paris und Wien hat eine Zeit lang auch bei der Familie zu Lützeburg gewohnt. Ob Lützeburg wirklich geschwert hat, habe ich nicht richtig herausfinden. Bis da gibt es widersprüchlich Témoignage, aber ich gehe aber davon aus, die Eltern konnten kein Englisch, wie sie emigriert sind. Die haben also am Anfang sicher, mit Nähen zumindest, Lützeburg geschwert. Muss ich noch sagen, dass der kleine Edward da den dann doch abgeschnappt hat. Also das hätte noch nicht so lange können bei der Familie zu Lützeburg an der Zeit 1900 sein, weil da hat ja kein Mensch im Land Englisch geschwert. Könnte eine zweite Karriere 1906, 1908 in Europa lebt doch relativ lange in Frankreich. Ich persönlich will nun, dass auch bei der Gelegenheit der Kontakt mit der Familie zu Lützeburg bestanden hat. Dafür gibt es aber keinen dokumentarischen Beweis. Das ist eine Hypothese. Wenn es um die Relation vom Steichen zu seinem Heimatland geht, da findet ihr an der Presse, an den Medien und auch an der Forschung immer das Hai. Also es hat viel mehr spät funktioniert, sind wir nicht 1900 oder 1906. Hier ist der Mann 84 Jahre alt, wir sind im Jahr 1963 am Kader von der Staatsvisite von der Grande Duchesse, jetzt an dem jungen Grand Duc, zukünftigen Grand Duc, du warst nach Prince Héritier, Jean, beim Kennedy. In dem Kontext gibt es eine Rezeption am Weißen Haus, wo auch den Edward Steichen invitiert ist. An den berühmten Ausspruch, den der wahrscheinlich kennt, es sind ein Lützeburger Jung. Das ist die Duten 10, ob das wirklich gesagt ist, der Rest à voir.
ist nicht so 100%ig belucht oder sicher überliefert. Aber Grand Duchesse an der Steiche meine ich sind evident, die Mann am Hintergrund, do am Rundel, der ist den dämonische Botschafter an den USA, den George Heisburg, den eine wichtige Rolle gespielt hat, für aus einer Dave drin zu einer Hecht zu kommen. Dazu später. Den extrem positiven Ausspruch, wann dann so gesagt ginas von 63, ich bin ein Lützebäuer Jung, also wenn man einen Teil von der Wohricht. Das Verhältnis vom Steichen zu seinem Geburtsland, ich schwätze noch nicht von der Familie, aber zum Land Lützeburg, war keineswegs immer so eindeutig positiv, wie das heilo so klingt. So erwähnt hier am selben Jahr an seiner auch 63 publizierter Autobiografie A Life in Photography Lützeburg eng einzig Kehr. Wir spielen an, also das Land spielt an dem Buch überhaupt keine Rolle. Und die einzige Kehr, das ist nirgendwo sieht, meine Mama ist geboren. C'est tout. Boah, das ist also nicht so eine unbedingt positiv, super wichtige Bedeutung, die du dem Lützbauer Land an dem Buch angeraumt wird. Der Grund für die vielleicht der distanzierte Haltung am Jahr 1963, also kurz vor der Begegnung mit der Grand Duchesse, die liegt auf der Hand. Und das eng Zweitreise vom Steichen, also nur der von 1900, op Lützeburg am Jahr 1952. Hier könnt demals op seine eigene Initiative op Lützeburg am November 1952 als weltberühmter Fotograf mit einem ganz klaren Projekt. Es geht nicht darum, Familie zu besichern, es geht darum, ein neues Ausstellungsprojekt, den gerade am Gangen ist, 1951 MoMA zu koordinieren, auf Lützeburg zu bringen. Und zwar The Family of Man. Und es geht auch darum, einen Fotograf oder ein paar Fotografen zu Lützeburg zu finden, die bereit sind, um dem kollaborativen Projekt teilzunehmen. Ihr wisst vielleicht, dass an der Ausstellung, ich meine, 2 oder 3, ich weiß die genau 12 nicht mehr, Fotos von ihm selber sehen. All die anderen Fotos kommen von Fotografen aus der ganzen Welt, die Fotos angeschickt haben zu bestimmten Themen und dann ist das kuratiert von ihm und von seinem Team. Es soll also ein Lützebauer Fotograf und dem großen Projekt teilnehmen. Das sind die 2 Bütten. Lützeburg soll die erste Etappe gehen an der Europatournee von der großen Ausstellung, an den Fotograf fanden, den Donnermatt schafft. Das Resultat, der Bilan von der zweiten Reise, kommt für den Steichen nimmen eine einzige Humiliation sein. Sein Aufenthalt am Ländchen als ob kompletten Desinteresse gestoßen. Es tun immer ein paar Leute aus dem künstlerisch-kulturellen Milieu sich überhaupt für ihn interessiert. Er sagt von den ganz wenigen Fotos von dem Aufenthalt. Und das heute daheim beim Lützebauer Maler Michael Stoffel, das ist der schicken Herr am Kostüm, und da in der Mauer übrigens sieht er sein berühmtesten Bild, Resistance passiv, das bei uns an der Exposition permanent ausgestellt. Das ist also beim Stoffel daheim. Stoffel war von den wenigen Leuten, die überhaupt irgendein Interesse für den Edward Steichen, den an der ganzen Welt so weltberühmt war, gewiesen hat. Also das Interesse komplett. Durch kein Fotograf sich für sein Projekt interessiert. Und auch hier am Museum hat er gesagt, wie eine Proposition gemacht hat, die Ausstellung, die da so fertiggestellt, die Family of Man auf Lützeburg zu bringen, Fotografie, das wird überhaupt keine Kunst. Das gibt sie überhaupt nicht interessiert. Bon, Kontakt. Also der Steichen ist 52 von Lützeburg fortgegangen. Da war man wirklich schon einen absoluten Nullpunkt gekommen an der Beziehung zu seinem Geburtsland. Als ein Hintlerweltler Landwirt sich weder für Fotografie noch für ihn selber am geringsten interessiert hat. Denn dieser Interesse war so groß, dass an der Presse sein Nummer nicht erwähnt wird. Recht am Juni 63, also über den halben Jahr, nachdem er fort war, erschenkt an der Revue eine kleine Fotoreportage, was dazu geführt hat, dass in der Forschung Langzeit die Reise auf 63 datiert ging. Das wird Leute gesagt, wenn dann am Juni an der Revue ist, da muss irgendwann am Frühjahr 63 zu Lützeburg gewesen. Bon, das ist also das Resultat von der 52 Reise, eine absolute Katastrophe.
Es war also nicht selbstverständlich, dass nach zu seinen Lebzeiten und auf seine persönliche Initiative hin, an den 60er Jahren die 2 Großausstellungen Family of Man und Bitter Years auf Lützeburg als Kado sollte kommen. Wie ist es dazu gekommen? Weil das du geschieht. Ganz offensichtlich war noch spät zu Lützeburg stand dann aber der Frank gefallen. Und das, ob man de pur Leute bewusst gehen, was für eine riesige Chance 52 verpasst hat. 55 geht Family of Man verdicht am Moment mit einem riesigen Succès und der Start und tut nur durch ganz Welt an über 150 Museen. Das bis heute die bei weitem wichtigste Fotoausstellung von allen Zeiten über 10 Millionen Visiteure. Bon, sie hätten können als ich auf Lützeburg kommen, die werden nicht dazu kommen. Mit das aber tun vor 55 Jahren auch an den europäischen Zeitungen, Medien intensiver wird über die Projekte, die an der ganzen Welt ein riesiges Succès hat, natürlich auch über die Fotograf Bericht gehen, sodass von dem Moment an die Steichen auch heute zu Lützeburg kein Nobody mehr war. Und ein paar Leute haben sich intensiv dafür angesetzt, für das extrem schlechte Verhältnis, nur 52, zu kitten. Hier habe ich da 2, sind Götter mehr, mit 2 ausgewählt. Auf der linken Seite sieht den ein Hänger. Der Roche Krebs, pardon. Auf der linken Seite sieht der Roche Krebs, damals ein junger Journalist, den fotobegeisterte war, den Werbetrommel für die Steichen, auch für sein Werk gereiert hat, an den auch ein kleiner Kreis, aber immer mehr große Kreis für Fotobegeisterten zu Lützeburg sich kann schauen. Und auf der rechten Seite sieht er nachher den dämonische Botschafter zu Washington, den Herr Heisburg, den an seiner Funktion als Botschafter, an den eben noch zu New York präsent, zu Washington und zu New York präsent war, probiert hat, eine Annäherung vom Steichen und sein Geburtsland hinzukriegen. Durch Krebs, vielleicht tun die meisten von der Stadt Madrid aus für nicht allzu langer Zeit, am Januar für ein paar Wochen, am biblischen Alter von 97 Jahren verstorben. Es gibt also ein paar Leute zu Lützeburg, die verstanden haben, was für eine Gelegenheit da verpasst war, an die alles, was sie können, machen, für das Verhältnis zu kitten. Dem Meinungsumschwung ist dann noch zu verdanken, dass 1961 dem Steichen Signiers Telga Sandburg, die auf Lützeburg könnt für ihre Vortrag zu halten, über die amerikanische zeitgenössische Literatur vom Tout Luxembourg triumphal empfangen wird. Also die Money 152 komplett ignoriert, die eigentlich komplett unbekannte Nies geht entsprechend hofiert. Für das gut zu machen, wird verpasst gewesen. Ein weiteren Ausdruck von dieser Wendung zum Guten hin ist sicher die Rencontre 63 von der Grande Duchesse mit Kennedy zusammen da am Weißen Haus. Und wie gesagt, George Heisburg stehen, nicht mitgehen, alles was der Konsument für das zu verbessern. Ich verliere gerade heute. Sind als Mensch-Maschine-Komplex nicht so geübt. Pardon. Hier stung, also der George Heisburg stung dann noch an der Verleihung am Januar 66 und den Steichen zu New York vom Kommandeur de l'Ordre de Mérite, also einer Lützebäuer Medaille. Lützebäuer Medaillen für Lützebäuer in Banalität am Ausland in ganz einer Visibilität. Du kriegst bei nie ein Mensch irgendeine Medaille. Und du hast eine Medaille, gerade an den USA eine Medaille zu kriegen, das ist weitaus mehr wie zu Lützeburger Geldchen zu kriegen. Auch hier am Haus ist die ganz auflehnende Position von 1952 offensichtlich überdurchgegangen. Schon 1963, 10. bis 25. August, am Kader vom Millenär von der Stadt Lützeburg, als hier verschmäht die erste Steichen-Ausstellung überhaupt gewesen ging am Land, unter dem Titel Edward Steichen Fotograf. Du siehst, dass Präsentationsmoyen noch ärmer waren damals wie heute, wie immerhin 163 Aufnahmen aus einer großen Retrospektive, die am Moment 1961 gewesen wurde. Und durch all die vertrauensbildenden Aktionen hat sich das Verhältnis an den 60er Jahren zunehmend verbessert. Und schon den 23. November 1964 hat den amerikanischen Botschafter hier zu Lützeburg
den damalige Kulturminister Pierre Grégoire informiert, er gesieht dat Schreiwes, dass die US-Regierung hier einen Akkord gegeben hat, für Lützeburg die letzte intakt Version von The Family of Man zu schenken. Zweifellos auf Initiative vom Steiche selber. Also eine gewisse Ironie von der Geschichte, wir wären zu topisch wie sie 52 zu weisen, aber wir kriegen die Last an einem erbärmlichen Zustand übrigens, die von Wien kommen, dun geschenkt. Mir immerhin. Nachdem es am Juni 65 gekommen ist, hat zu Lützeburg also dun an einer aus Platzgründen extrem reduzierter Version alterem Heim verschmäht gewiesen. Den Terrain war also relativ gut vorbereitet für eine Drittreise vom Steichen auf Lützeburg, von der wir dann heute wissen, dass es eine Lastreise bei uns soll sein. Auf Initiative unter anderem von George Heisburg, aus der Steichen das aber nicht privat hinkommen, auf Invitation von der Lützeburger Regierung. Und noch nicht lange mehr zusammen mit seiner dritten Frau, dem Johanna Taub. Soweit ich das rauskomme, fanden an den Archiven, die ich gesehen habe, aus der Wohl von denen zwei von der Koppel von der Arbeit bezahlt. Weil die Lützeburger Regierung damals noch kein Budgetslin für so etwas hat. Ein interessantes Beispiel für die fließenden Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Interessen, heute und Private-Public Partnership. Den direkten Ullass für den Steichen Reis, für die nicht den Grund fanden, für den Mann dann Loha hinzukriegen, war allgemeine Medaille. Kriegt hier am Museum verschmäht, das ist noch der Deltgebäude, die Fotos an dem früheren Foyer abgeholt, vom Kulturminister, also von Pierre Grégoire, nicht ein kleines Gildchen, sondern ein ganz dickes Gildchen, und zwar der Grand Officier de l'Ordre du Mérite. Eine von den nächsten zivilen Auszeichnungen, die das Land überhaupt kann vergehen. Ob der Foto hier aus der Steichen zu gesehen, mit Singer wieder gesieht, pardon, schnell mal die falsche Knäpfchen. Mit Singer viel mehr junger dritter Frau, die ist mehr jung gewesen wie Sing durch da. Rundherum holen schon, dass sie Member von der Familie Steichen aus dem Land, die extra für die Gelegenheit dann auf die Verschmort kommen wären. Den Edward Steiche kriegt also an einem Jahr gleich 2 Lützeburger Medaillen überreicht. Die letzte Reise geht dann aber insgesamt der Gegendeel von der von 52 ein richtig kleinen Triumph für den Artist. Geht vom Grand Duc Jean, der war mittlerweile Grand Duc gehen, a Privataudienz empfangen. Und sie besichtigen dann offiziell mit ihm auch eine ganze Reihe Plätze am Land. Sein Geburtshaus zu Beiving, was ich gewiesen hat. Geburtshaus für seine Mama zu Monnerich, du hast die Foto hier in Sternen. Sie fuhren auf dem amerikanischen Militärkirchfisch. Sie fuhren noch auf Klief, du hast Bursch nach am Wiederaufbau, die waren der Rundstadtoffensiv stark zerstört gehen. Mit gibt schon damals von Klief als zukünftig Ausstellungsplatz für The Family of Man geschwärzt. Aber während dieser Reise hat den Steichen offensichtlich auch schon Schenkung von den Bitterjers an Aussicht gestellt. Bitterjers als die letzte Ausstellung, die der Steichen am MoMA kuratiert hat, und zwar auf der Grundlage von 10.000 oder sogar manchmal über 100.000 Fotos, die an der Great Depression zwischen 1933 und 1944 an den USA entstanden waren, also während der Weltwirtschaftskrise, von ganz verschiedenen Fotografen am Auftrag von einer amerikanischen Verwaltung, der Farm Security Administration. Einer dieser Fotografen sind da die später weltberühmt gesehen, wie der Walker Evans, Dorothea Lange, den Jack Delano, für die zu nennen. Hier sind 2 Fotos von Dorothea Lange aus dem Korpus, die Steiche mit seinen Assistenten kuratiert hat. Also aus denen unheimlich viele Bilder sind ca. 200 die Bärsche rausgewählt gehen für die Ausstellung am MoMA. Auch die Ausstellung, also Dresgängen, an 1967 hat de MoMA alterem op Initiative vom Steichen dem Grand Duché die letzte noch existente Version geschenkt. Als Zwischenfazit von unserer Reise über Bierjandal können wir also zurückbehalen, dass nur einer schwerer Krise nur 52 das Verhältnis vom Steichen zu seinem Geburtsland sich nur verbessert hat,
dat net zulächt, weil eng Reihe vu Leute aktiv he zu Lützeburg an den USA darüber hingeschafft. An dem Kontext vun enger viel bessere Relation a spätestens no 66 mengg war dat Verhältnis exzellent. Der Steiche war he zu Lützeburg an allen Ehren empfange gin. Am Kontext vun der Situation ab 66 steht da noch die Drittschenkung an 2D vun Singefotoen und Eis die haut an Eisen bestands. An de op de ich lo am zweiten Deel vu engem Viertrag will agoen. 1985, also 12 Joer um Steichensingem Dod am Joer 1973, sind heim verschmoert eng Rei Küchten ukom. Doranner wären summarisch, mir wirklich summarisch inventärlechten, Herzheimat kann dat bestätigen, an 170 Foto. Doranner 175 vom Steiche selber. Offenbar hat de Steiche schon 66 während der letzter Rees net nëmmen bitter Jes ugekündigt als potenziell Schenkung, men hat wohl auch Durchblicke gelost, dass eng Reihe vu senger Foto kind kom. Als gesundheitliche Gründe, der Mann war zum Schluss von seinem Leben noch zunehmend dement, ass dat aber net mit zu seinen Lebzeiten umgesetzt ging. Und das richtet sing Witfrau, die junge Madame, die da auf der Foto gesehen hat, sing Drittfrau, Johanna Taub, wird tun, die Erbschaft kommt umsetzen. Nur dem ein ganz kompliziert Erbschaft aufgeschlossen wird. Ihr könnt euch vorstellen, eine Drittfrau, die mehr jung ist wie die Medischer, das geht nicht immer so ganz einfach, auch nicht an den USA. Du vielleicht schon gut. Die Initiative zu dieser Schenkung ist eindeutig von Johanna Taub ausgegangen, die hier mit ihm zusammen nach Lützeburg gekommen war. Sie ist also juristisch Schenkungsgeberin, und nicht wie ein immer eskalierenden Edward Steiche selber. Et gëtt, soweit mir das konnte nachvollziehen, absolut nichts am Testament, wo Lützeburg erwähnt gehen oder eine Schenkung von Bilder und Eisenmüse. Darüber ist laut Aussuche von der Familie am Familienkreis vom Steichen der Mamsteiche geschwärzt, gehen mir schriftlich fixiert, war nicht. Die Decision, das Foto in der Lützeburg geschenkt gehen, hat seine Witfrau geholt, nachdem sie geirrt hat. Nicht der Steiche selber, also juristisch gesehen. Johanna Taub hat ein paar tausend Aufzüge geirrt, also Printe geirrt, die dem Steiche persönlich gehört tun. Auch das ja beim Steichen nicht so evident sagt. Der Steichen hat Privatbilder gemacht, nicht Bilder gemacht für groß Verleg. Und wo trägt er natürlich bei der Verleg, und nicht bei ihm und so weiter. Aber sie hat ein Konvolut von Tausenden von Printe geirrt, die dem Steiche selber gehört tun. Sie hat nun diese ganze Konvolut selber nicht gerieren können und hat sich schlussendlich dezidiert, all die Bilder, all die Fotos dem George Eastman Haus, der Kodak Stiftung, zu schenken, mit der Upload, dass die Fotos, die das Kodak Haus nicht selber an ihre Sammlung überholen, zum Beispiel weil es Dublette wären, dass die Bilder geben und anderen Institutionen an den USA und an der Welt weitergeschenkt. Ursprünglich war Räts von 13. Zu guter Letzt sind 23 Institutionen mit Fotos beschenkt gehen. Wir wissen, wir kennen heute noch nicht genau, oder wir kennen natürlich gut nicht, Prinzipien, nur denen Auswahl von denen 13 oder nur 23 Institutionen vonstatten gegangen ist, und nach meiner Prinzipien, nur denen dezidiert gehen ist, wer eine Institution, wer ein Foto kriegt. Was man aber ganz sicher können sagen, und da gibt es schon aus dem ersten Schreiben, was schon 83 an Ankündigung vom Don, hier auf Lützeburg gekommen ist, dass die Initiative von der Madame Steichen, also vom Johanna Taub, ausgegangen ist, wo ich den Fall markiert habe, aus den entsprechenden Passage, Mrs. Steichen, who gave the photographs, und das ist richtig, weil waren hier, sie hat sie geirrt, made a special request that Luxembourg be included. Und die special request war dringend nötig, weil Lützeburg hat kein von den Kriterien erfüllt, die anderen Institutionen nur müssen erfüllen, für Bilder zu kriegen. Das war zum Beispiel, gibt es schon eine Steiche-Sammlung, gibt es einen wissenschaftlichen Interesse für Fotografie, gibt es Sammlungen von Kunstfotografie an nennenswertem Unfall.
Luxemburg ticks 0 boxes. Also es war ganz evident, Madame Taub hat zu den Leuten am George Eastman Haus gesagt, all die Jahre sind okay, mit Lützeburg, obwohl sie gar nicht davor kämen, kriegen doch auch, weil mein Mann das wollte, an dem das will. Und die Rolle von Johanna Taub, meine ich, ist heute zu Lützeburg auch noch so, bislang noch nicht so entsprechend richtig gewürdigt. Dafür geht es doch gerade mehr, ob die gehen nicht da. Das ist auch nicht wirklich klar, ob Lützeburg von Anfang an auf der Liste war oder ob man am Lauf vom Verfahren von den 13 auf 23 dabei kommt. An demselben Brief, setzt mir weit, gesehen, da wird noch vorgestellt, ob nicht dann der Lützeburger Staat am Geburtshaus vom Steichen Kinder Muse errichten. Man hat das Haus gesehen. Ja. Paar Jahre noch als doof gehabt gehen. Das war natürlich nicht möglich. Das haben die Amerikaner dann auch relativ sehr angesehen oder geschleckt. Und dass du gesagt hast, von der Lützeburger Regierung, da schickt die Bilder und die Muse, und die Staatsmuse, wie damals noch gesteht, also nice. Und 1985 sind dann die Kosten mit den Foto gekommen. Wie sie bis heute waren, sind sie inventarisiert gehen und dann vom 21. Juni bis den 15. September heute verschmäht unter dem Titel «Lei Edward Steichen», nicht 100% korrekt, heimgewiesen gehen. Und haben damals über 20.000 Visiteuren angezogen, was für Lützeburg an der Zeit und eigentlich auch nach heute kein schlecht Visiteurszahl für eine Ausstellung ist. Wer den auch mit Sicherheit kann sagen, ist das nicht nur Johanna Taub hat der Schenkung in Lützeburger Land stehen und nice eigentlich stehen, aber dass die Schenkung in Lützeburg quantitativ wie qualitativ deutlich sich von allen anderen Positiven unterscheidet. Wenn ihr nicht quantitativ guckt, wir haben insgesamt 175 Spieler vom Steiche selber gekriegt. Das ist die zweitgrößte Schenkung überhaupt. Nimm den MoMA kriegt mehr. Ganz an Amerika kriegen nämlich 2 Institutionen außer dem MoMA mehr wie 100 Bilder. Wir kriegen da 175 vom Steiche. Also wir sind da quantitativ extrem gut dabei weggekommen. Andere Institutionen, Palémoindre, das Smithsonian kriegt da 12. Also just nur für das Verhältnis. Aber wenn ihr die internationalen, also die nicht-amerikanischen Institutionen anguckt, dann lasst den Unterschied noch mehr groß. Die Institution, die zweitmeisten Bilder kriegt aus der Pariser Nationalbibliothek, die kriegen da 70. Also nicht alle so viel wie mir. Also Madame Taub hat offensichtlich dafür gesorgt, nicht nur, dass die überhaupt dahinter kommen, aber das auch noch ein paar Kosten mehr angepackt gesehen, wie dafür viele andere angepackt sind. Also quantitativ ist das evident. Qualitativ ist es auch relativ evident, wenn man den Vergleich möchte. Viele andere Institutionen haben Bilder gekriegt aus enger Thematik, also nicht mehr Modefotografie oder nicht mehr Starfotografie oder nicht mehr aus einer Periode vom Werk. Wir haben hier eine ganz breite Fächerung von verschiedenen Themen an Zeiten gekriegt. An unserer Schenkung sind ganz frei piktorialistische Bilder, wie die 2, die da hier seht. Auf der Ränger, auf der linken Seite den Frederick Watts, ein amerikanischer Maler und Skulpteur. Foto selber sind Sternen im 1900. Und Eleonora Duse, eine italienische Aktrice, 1903. Wir haben Naturbilder gekriegt, ganz früher, die berühmtesten ikonische Aufnahmen überhaupt. Vom Steichen Moonrise the Pond war eine Zeit lang die teuerste Fotografie von der Welt, an einem Vintage-Print. Auch mit späten Naturaufnahmen sind in unserer Sammlung dabei. Wir haben, und das erklärt sich bestimmt durch familiäre Relationen mit unserem Land, ein erstaunlich großes Konvolut an private Familienbilder gekriegt. Ich weiß nicht mehr ein paar Beispiele. Links Self-Portrait with Sister, das ist eine Schwester Lillian, die schon in den USA geboren ist, bei ihm da. Riet aus den ältesten durch der Mary Steichen. Die kleine Frau da innen drin habe ich dabei gesagt, weil da der Vintage-Print ist. Klammer ab, an der Fotografie unterscheidet den ja Haut, weil der Kunstmann das gerne so hat, zwischen Aufnahmen, die relativ nur als Print produziert gesehen, nur dem die Aufnahmen gemacht wurden, also
pur Maint oder bestenfalls pur Joer oder dem eng Foto geholl ass, gëtt den Aufzug produziert, dann ass de Vintage. Wann zwischen der Opnahme an der Produktion vom Aufzug méi Zeit oder sogar ganz lang Zeit vergeht, dann ass natürlich kein Vintage. Wir hunn, dat wissen wir haut, wenn man dat analysiert hunn, an eiser Schenkung eng Party Vintage Printe, wo also den Zeitpunkt von der Opnahme an den Zeitpunkt von der Produktion vom Aufzug no bei Nelein. Hei as Beispiel dafür. Wir hunn ganz viel Porträten, darunter auch Star an Schauspielerfotografie. Als Beispiel anderem zwei Vintagen, längs Delise Everett, die Frau von Paul Abbott, das eng New Yorker High Society Lady gewircht. Sos nicht gelesen am Leben mehr, aber an der Society gut dabei. Von 1924, das ist ein Vintage Print, anriert ganz berühmten, damals ganz berühmten Akteur, Regisseur, den Erich von Stroheim. Auch der ist ein Vintage im 1927. Wir haben eine ganz Partie Theaterfotografie, auch das war neben der Star, Modefotografie, von den Hauptabkommensquelle vom Steichen. Den hat ja als professioneller Fotograf geschafft und hat viel über Theater, für Theaterrevue Foto gemacht. Opnahme Broadway, auch da der Vintage von 1927. Wir haben eine Partie Werbefotografie am engeren Sinn. Zwei Beispiele links für eine Lotion, eine Handlotion Jergens. Jetzt auch da der Vintage für eine Zahnpasta, Pebaco Toothpaste. Wir haben sogar pur Nuen, äußerst Zielen. The Little Model von 1902, das ist aber kein Vintage, das ist ein Print nur 53. Und dann haben wir eine Partie äußerst Seelen Farbfoto, sowohl regulär Farbfotografie, die Steiche Seele gemacht hat, hier längs ein Porträt von seiner Enkelin, dem Linda Martin, also der Durchster von seiner Elster, die dafür drüber gesehen hat, als Farbfotografie, auch ein Vintage von 1940. Jetzt ein Color Experiment als Beispiel, Three Chinese Ladies, auch der Vintage von 1941. Es kann Ihnen also so, dass sich mit diesem Bestand, mit den 175 Fotos, sich quasi alle Aspekte vom Steiche seinem fotografischen Werk weisen lassen. Mit einer Ausnahme, das sind die militärischen Aufnahmen. Der Steiche war am Ersten und am Zweiten Weltkrieg auch Kriegsfotograf, hat Luftabnahmen gemacht, hat auch Schlachtfelder koordiniert, Schlachtfeldabnahmen koordiniert. Das sind aber keine Kunstfotos im heutigen Sinn. An der sind noch keine an diesem Bestand dran. Davon hatte der Steichen auch keine Privataufsicht. Das waren ja Militärabnahmen, die für die US-Armee gemacht hat oder für die Aviation gemacht hat. Darüber hätte gar nicht können verfügen. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass die drei Schenkungen und der Lützeburger Staat zweifellos auf den Wunsch vom Steichen hin, aber bei den zwei Ausstellungen auch auf direkt Initiative vom Steichen hin gemacht gesehen, kann aber von ihm als Schenkungsgeber selber. Über die zwei Ausstellungen konnte gar nicht verfügen, die haben ihm nicht gehört. Die ist das von der US-Regierung, also Family of Man, von der US-Regierung geschenkt. Die zweite bitte hier ist als vom MoMA geschenkt, der die Ausstellung gehört wird. Und die letzte Eisegen, wie gerade erklärt, könnt für Sänger wie Frau allein um Steichen singen Tod. Über den George Eastman House. Am dritten und am letzten Teil will ich noch kurz auf die Wirkungsgeschichte von dem Steiche Patrimoine eingehen. An andere Wörter, was hat Lützeburg aus dem doch großen Potenzial gemacht, den Hai spätestens 1985 zu Summe kommen war? Nun, und da gehen wir ein bisschen an tief daran, leider muss ich sagen, Langzeit glatt a gut nicht. Und das fängt mit unseren eigenen Fotos. Nun, kaum waren sie 85 aus der Küste geholt, inventarisiert, dann eine echte Kehr gewissen, da haben wir sie immer an den Tier angelöst. Und da sind sie einmal direkt 10 Jahre dran geblieben. Also das ist das nächste Mal geschieht. Sie sind nicht ordentlich inventarisiert gehen, sie sind nicht geguckt gehen, sie sind nicht publiziert gehen, sie sind einfach am Depot verschwunden. Es wird weder ein Bestandskatalog veröffentlicht,
nachgehend Bilder auf irgendeine Art und Weise valorisiert, also die heute um Verschmeidung kommen werden. Und das relativ traurig Schicksal delen Eisfotoen mit den 2 Ausstellungen, die schon 20 Jahre für drinnen gelandet wären. Am Resümee, die Family of Man wird 65, 66 halber Eis gewesen an tronkierte kleine Versionen, weil Plätze doch nicht hier gehen hat. Sie geht 67 am Theater zu Esch und 1964 an der 74, pardon, an der Abtei zu Esch nachgewiesen und der Rest von der Zeit das am Depot. Ab 1975 ging dann zu Kliew, das war ja schon mal am Steichen undiskutiert, geber Singer letzter Rees. Burg ist mittlerweile so weit restauriert, dass sie nebst du kann. Ab 1975 gehen dann zu Kliew, nehmen 250 von denen insgesamt 503 Bilder gewiesen. An einer Präsentation, die man am Steichen singen, im Originalkonzept, aber leider gut nicht zu dienen hat. So wenig übrigens wie die Präsentation, die heute stattgefunden hat, an den 60er Jahren. Das reicht von 1989 an, wo den neuen Centre National de l'Audiovisuel, der gerade gegründet wird, unter dem Gründungsdirektor Jean Bac, die Family, die offiziell bei uns an den Sammlungen war, quasi unter die Fittichen hält, sie restaurieren lässt, weil sie waren in einem grotten schlechten Zustand, sie war schon in einem grotten schlechten Zustand gekommen, mit die Allerung hat sie auch nicht gut getan oder hat nicht verbessert. An se dun no enger echte Restauration ha seg Foto, die Erbechte weist, gëtt ze dun ab 1994 dann die an enger echtter Präsentation zu Kliew an ab 2013 dann an enger zweiter Präsentation zu Kliew komplett gewiesen, ob enger der Weis die ihrem Stellewert gerecht gëtt. De Bitterjes ergeet nach Manner gut. Sie könnt ja hin als Kado vom Mome, der 60. Sie geht dann noch direkt am April halber ist gewiesen. 1970 nach am Theater zu Esch, und dann verschwindet sie am Depot. Und da bleibt sie bis über 30 Jahre spät, 2012. Wo sie dann eng neue Hemischt am Wasserturm, am CNR zu Diedling gefunden hat. Eng Heimisch, die wie wir aber heute wissen, auch nicht mehr eng provisorisch war. An der wieder heute sieht, Anfangs 2021 ob ein Endkommers. Es bleibt zu hoffen, dass sich heute schon eine neue Perspektive für die wie ich fand, da aber äußerst interessante Erstellung obgeht. Guckt ihn das alles zu summen, dann ist die Konklusion klar. Reicht ab damit von den 1990er Jahren nun, also 10 bzw. über 20 Jahre, nachdem die Sachen auf Lützeburg gekommen waren, fanden die Einzelelemente vom Steiche Patrimoine ein größeren Interesse. Bei den 2 Ausstellungen kann ich strafmildernd nach an Feld feiern, dass sie, wie gesagt, schlecht erhalten, in einem schlechten Zustand wären, und noch, dass sie riesig zur Fasse gebracht hat, für sie zu weisen, die zu Lützeburg nicht zur Verfügung stehen, jedenfalls nicht direkt. Bei den nächsten Bildern gilt das nicht. Als Fotos sind klein, die sind handlich, die waren in einem guten Zustand, die hätte ich können weisen. Ich denke, dass der Konstant anderen ist. Ganz offensichtlich, als Mitte 80er Jahren zu Lützeburg nur einen kurzen Hype, die Sache kommt, und da gehen sie sehr geguckt, kein nachhaltigen Erdgerät umsteichen an unserem Weg. Die Gründe sind meiner Meinung nach verschiedene Niveen zu sichern, verdicht an de Bilder selber, an de Wirker, an den Herstellungen selber. Und das gilt nicht nur für Lützeburg. Mit der 80er Jahren entsprechend Bildspur und Ästhetik vom Steichesinger Fotoen, und noch die Geist von den 2 Ausstellungen, nicht mehr und noch nicht dem Zeitgeist. Das ist hier am Lande so, aber das ist weltweit so. Ich meine, kann ich schon sagen, dass an der Zeit weltweit den Erdtiere für die Steichen nicht mehr klein wie mir groß gehen. Da könnte aber noch etwas anderes dazu bei. Heute zu Lützeburg, also 1952, hat man dem Steichen gesagt, Fotografie ist doch keine Kunst. Weil ich bin nicht so ganz sicher, ob die Majorität von der Bevölkerung 1985 viel weiterkommt. Es gibt ganz offensichtlich noch kein allgemeines Bewusstsein dafür, dass Fotografie eine Kunstform ist. Jedenfalls nicht an demselben Maß wie andere traditionell etablierte Kunstformen an hier am Land für eine Malerei. Ich habe mir eigentlich mehr gemacht, mal zu gucken, was das dann als eine eigene Ausstellungspraxis bedeutet, und schon einfach mal geguckt, was wir in Ausstellungen produziert haben. Zwischen 1995 und
85 pardon, an 95, also an den 10 Jahren, nur dem Bilder kommen wären. 30 Kunsterstellungen, die haben schon gesagt, 30 Kunsterstellungen, darunter eng Fotografie erstellen. Und das wären Zufallstreffer, dass eine Ausstellung Joseph Kudelka 89, die auf diplomatischem Weg herangeschleust war. Ich gebe mal so, die man gewiss nur, weil man so missen weiß. Also, nicht zu vergessen, 1985 gibt es außerdem verschmäht nicht viele andere Plätze hier an dem Land, wo überhaupt Kunst gewesen ist. Also, wenn mir keine Fotografie weiß, wie weißt du dann? Das ist also ganz offensichtlich nach, trotz den Anstrengungen von dem jungen Centre National de l'Audiovisuel, vom Roche Krebs, von einem kleinen Kreis von Fotobegeisterter relativ weite Weg gewirrscht bis zu der Situation, an der wir heute sehen, wo Fotografie als Kunstform unerkannt an ganz gut an der Ausstellungspraxis zu Lützeburg repräsentiert ist. Recht von der Mitte von den 1990er Jahren nun ändert sich das dann im Kontext von der allgemeinen wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung, die das Land an der Zeit hält. Und die verbunden ist auch mit einer kulturellen Öffnung und mit der Gründung von neuen Ausstellungsplätzen. Das Kulturjahr 95 ist ja nicht nur den Auslöser für den Neubau von dem neuen Gebäude vom Museum, mit entstehen eine Reihe von anderen kulturellen Institutionen. Und am Kontext von dieser Entwicklung, ab der Mitte 1990er Jahren, kriegt dann Fotografie am Land, auch noch hier am Museum, viel mehr große Stelle wert. Schon dieselbe Operation von Zählung nach einmal für den Zeitraum 2006 bis 2021 gemacht. Und da kommen ich dann auf 12 fotografische Ausstellungen. Also 15 Jahre 12 Ausstellungen, 10 Jahre enge Ausstellungen. Das weiß sich ein bisschen der Shift, den an der Zeit ab 95 gemacht ist. Am Zentrum oder am Anfang von der Entwicklung steht, was das Steichen betrifft, an den neuen Rezeptionen vom Steichen zu Lützeburg, zweifelsfrei Kulturjahr von 95. Da findet am Casino, die neu gegründeten Institution Casino Forum d'Art Contemporain, eine Ausstellung mit dem Titel Fass à Fass statt. Und da weisen sie 143 Spieler aus unserer Sammlung an 9 Vergrößerungen aus den Batailles gegenübergestellt. Gleichzeitig gehen an der Stadt, am öffentlichen Raum, an der Straße, an der Großgärte, an so Vergrößerungen aus den 44 Fotos, die der Stadt Lützeburg gehört haben, gewiesen. Klar war so mit der neuen Präsentation an Spurkäse weist für dich die nächste Bestand. Du bemol bluff wie ein Champignon 95 gesagt den Steichen all over the place zu Lützeburg. Und da ging nur am Außenministerium da ob wie gehen sie schicken an die für das was man heute Nation Branding nennen du verantwortlich sind die merken bemol mal du hast da ein Name du hast da ein Brand. Und zwar kann ich mit Lützeburg sind die Jungen mal 2 Jahre ausgewandert mehr für was dann nicht. Das ist doch ein Türöffner sondergleich. Aber von dem Moment an gehen als Stelle, mit den Ausstellungen konnten die das nicht machen, die können ja nicht transportiert gehen, ohne weiteres. Aber Eisspieler können ohne weiteres und sogar relativ einfach transportiert gehen. Von dem Moment an wird innerhalb von 10 Jahren Eisepatrimoine, also Eissammlung für die Nation Branding genutzt an der ganzen Welt. An 10 Jahren 13 Ausstellungen. All auf Initiative vom Außenministerium, all mehr oder weniger gut nicht kuratiert, dass zum Motto gegangen bringt ein Köst mit Foto hin und hängt und Mauer. Und immer nicht an einem Museum, ja nicht in einem anderen Lieu d'Exposition, sondern an direkten Zusammenhang mit einem diplomatischen Kontext. Das konnte Staatsbesuch sein, das konnte eine EU-Präsidenz von Lützeburg sein, das konnte ein Anniversär sein von der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen. Irgendetwas war am Außenministerium Agenda stehen, Steichen dahin und Mauer an off we go. Also eine intensiv, schon bald überintensiv Nutzung entre guillemets von unserer Sammlung, indem sie für Drohnen nicht mal am Hühner geguckt geworden, die 10 Jahre für Drohnen, von keinem, auch nicht von den Nachbarmüsen.
Also opfällt wie gesot den direkten Zusammenhang mit der Diplomatie, was die Zeit betrifft. Und noch Tatsache, dass es nie Museen sind, mehr immer einer Lieu d'Exposition, mehr oder minder gut geeignet für Fotos zu weisen. Der Grund dafür, dass es quasi, die Initiative geht nie von einem anderen Museum aus und das auch nie an einem anderen Museum. Und der Grund dafür ist ganz einfach. An der Museumswelt kennt kein du Bausen als Sammlung, weil sie das nie publiziert. Es gibt keinen Katalog raisonné. Die Ausstellung, also auch bei den Leuten, die an den 90er Jahren weltweit darum aufhängen, sich für die Steichen zu interessieren, aber wissenschaftlich darüber zu schaffen, so gut wie gar nicht bekannt. Also wird es auch nicht gefroht, weil ich nicht kenne, das lehnt ich auch nicht aus. So einfach ist das. Das ändert sich, also die mangelhaft internationale Visibilität von unserem Bestand an der Museumswelt, die verbessert sich recht 2007, 2008. Und zwar mit diesem Projekt, mit der größeren internationalen Steichen Retrospektiv, die damals organisiert ging. Von den zwei Ausstellungskommissären, den dann auch hier zu Recht Cover verewigt ist, den Todd Brando war damals Direktor vom Musée de l'Élysée zu Lausanne. Und hin oder Sammlung kommt. Schon nicht herausgefunden, wie. Was ich herausgefunden habe, dass schon zweimal 1997 und 2000 Einzelfotos für Ausstellungen bei sich zu Lausanne bei uns ausgelehnt hat. Die wusste also, da lagen kostenweise Bilder, da sie von den Hauptkommissaren von der großen internationalen Steiche-Retrospektiv. Und dann machen wir es leben da einfach, da legen wir noch gut Bilder zu Lützeburg, wo man so da keine kriegen an Plätze von aus Amerika oder so, für da ja Geld hier kommen zu lassen. Und über den Kontakt, denen zufällige private Kontakt war, mir wäre das, denke ich nicht, gelangen dann 29 von unseren Fotos an die Ausstellung. Und die geht mit riesigem Erfolg zu Paris, zu Lausanne, zu Reggio Emilia und zu Madrid gewesen. An 29 Fotos kommen natürlich auch an den großen Katalog, den Standardwerk vom Steichen aus, an alle Museumsbibliotheken, die de Poids de Loin mit Fotografie zu die nicht präsent ist. Und da poppt als Sammlung für die erste Kehr an der Museumswelt international irgendwo ab und kriegen Leute, die sich damit beschäftigen. Heute zu Lützeburg gibt es doch etwas, weil die hatten Bilder an der großen Ausstellung. Und oh Wunder, wenn ihr da mal bis etwas kennt, da freut ihr noch danach, und es kommen die ersten Aufrufe. 2013 zu Kopenhagen, große Ausstellung an der Königlichen Bibliothek. Königliche Bibliothek wird Lausanne das kein Museum, ja, und aber doch, weil an der Bibliothek also ganz flotten Fotosmuseum. Die Bibliothek an Dänemark als der Verwalter von der Fotosammlungen und ein super Fotosmuseum an dem Bibliotheksgebäude. Und da gehen uns Steichenbilder die erste Kehr auf Aufruf von einem Museum und an einem musealen Kontext am Ausland 2013 gewesen. 2014 dann zu Augsburg am Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, wie an Dänemark wie zu Kopenhagen schon auch zu Augsburg an einem Kontrast, also nicht nur Steichebilder, mehr immer am Kontrast mit Werken von anderen Fotografen. Zu Kopenhagen haben sie als Bilder gewiesen mit Werken von anderen berühmten Fotografen aus derselben Zeit, also Zeitgenossen vom Steichen an der jeweiligen Periode. Heute zu Augsburg haben sie einen anderen Weg gewählt. Sie haben als Künstlerporträts geholt und sie haben zeitgenössische Künstlerporträts von zeitgenössischen Fotografen parallel gewesen. Das war übrigens nicht so einfach. Mama Estate, damals Herr Zeimet, können sich daran erinnern, weil der Steichen Estate gefunden hat, dass die Fotografen, die da sollten gewesen gehen, zusammen mit Edward Steichen seine Bilder nicht gut genug wären. Und dann hat die Ausstellung ein bisschen ins Herz gehen. An dem engen Saal hungen die hängen, an dem anderen Saal hungen die hängen. Und dann takt. An die dritte Kehr dann, 2015, zu Riga am 18. Wo als Ausstellung an einem musealen Kontext präsentiert ging. Als Sammlung, pardon, an einem musealen Kontext präsentiert ging. Die nächste von denen internationalen Ausstellungen ist für dieses Jahr geplant, und zwar zu Krakau am Oktober am Fuschneuen Museum of Photography. Wir haben eingangs schon erwähnt, den neuen Katalog Raisonné von unserem Bestand. Hoffen wir, dass wir dann noch
eng von denen lachte Lücken für mir eine große internationale Rezeption von dem Bestand konnte schließen. Mir hun Bilder wie gesagt nicht nur inhaltlich, wen hast du drauf, wen hast die Foto gemacht gehen, also die Aufnahmen gemacht gehen, aber das du darüber zu gesehen, aber das der Kontext von der Aufnahme. Mir hun Bilder auch von ihrer Materialität hin geguckt, also wie alt sind die Printen, auf welcher Entwicklungstechnik sind die Printen realisiert. Hier habe ich als Beispiel just die Rückseite einfach beliebig eine Rückseite geholt. Du siehst, was da für Romane mal draufsteht. Der Dienst, was du von uns hast, das du an der Mitte als Stempel mit unserer Amateurnummer, das ändert sind alles Annotationen, die bei der Entwicklung vom Print gemerkt sind. Da steht dann halt so drauf, was das über ist, also was drauf zu gesehen hast, aber auch Informationen zur Technik, zur Entwicklungstechnik, die du in einer kodierter Form draufstehen. Mit Rückseiten am Katalog mit publiziert, weil wir denken, dass das ein interessanter Piece ist für weitere Recherchen, für mal zu gucken, ob ihr da noch an der Materialität von den Bildern weiter könnt. Auf jeden Fall müssen Bilder so weit wie möglich datiert. Wir wissen wie alt, zumindest ungefähr, wie alt die Einzelaufsicht sind, die wir an unserer Sammlung haben. Bis vor kurzem wusste man also nicht wirklich genau, was dann an den Kosten 1985 aus den USA dabei gekommen war. Und nun wissen wir das mit der Präzision, die aktuellen Stand von der Forschung möglich ist. Und diese Informationen werden dann noch die echte Kehrlo zu Warschau international bei der nächsten Ausstellung können zur Geltung kommen. Mit der aktuellen Ausstellung Heim verschmäht, direkt an der Seite vom Gang, probieren wir dann auch neu wieder zu gehen an der Vermittlung vom Edward Steichen heute zu Lützeburg. Nicht mehr in Form von monografischen Präsentationen, wie der Jolischen Engerginas, mehr in Form von einem Dialog. Einer Dialogsetzung vom Steichen seine Fotoen mit der von anderen, in diesem Fall zeitgenössische Künstler. Das Ausstellungsserie, also inspiriert bei Steichen, werden wir dann auch an den nächsten Jahren an einem mehr oder minder lockeren Rhythmus führen. Parallel dazu gibt es sowieso immer eine Präsentation, die einerseits hier an der Wildheim, an unserem Steichensaal, von ca. 20 Fotoen, aktuell übrigens eine Selektion die kuratiert ist vom Erwin Olaf und auch vom Hans Optebeek, die also nicht nur an dieser Ausstellung, mehr auch als Kuratoren an der anderen Ausstellung aktiv sind. Der Katalog von diesem Projekt stellen wir den 7. März 4 und 12 Uhr bis Sänger also eine Signaturstunde mit den Artisten, an die sind schon herzlich dazu invitiert. Das wären Testen an Däften, es bleibt dich zu jugieren, wo wir aktuell zu Lützeburg an der Entwicklung stehen. Vielmals merci. Wenn ihr froh sind, könnt ihr den natürlich gerne stellen. Ja, das weiß ich. Die erste Sammlung aus der von der Stadt Lützeburg, die ist mehr als wie uns. Die ist in den 70er Jahren, ich weiß genau ein Datum nicht mehr, solo 77, das kann auch falsch sein. Von drüber im Katalog, an meinen Noten ist da irgendwo dran. Die Stadt Lützeburg hat eine kleine Ausstellung gemacht an der Villa Vauban, die, soweit ich weiß, aus einer Privatsammlung gekommen ist. Und nur der Ausstellung, direkt oder kurz danach, haben sie en Block 44 Fotos gekauft. Das ist die Sammlung von der Stadt Lützeburg. Die Senker gekauft gehen, nach Eisbilder aus Amerika gekommen sind. Das waren also die echt steiche Fotos, außer vielleicht die einer privaten Sammlung, von der man nicht wissen. Mit der Stadt Lützeburg waren die hier Aufnahmen waren die echt an einer öffentlichen Sammlung zu Lützeburg, nach 94, die sie erst 85 kommen. Eine ganz andere Geschichte, das Sammlung von der Spurkäse. Die Sammlung von der Stadt Lützeburg, die ist also ein Obhut gewesen von der Fotothek. Die haben sie auch gewiesen, immer nächst. Für ein paar Jahre hat das Burgermeister dezidiert, weil wir einen permanenten Präsentationsraum haben für steiche Fotos. Und sie an der Fotothek die Möglichkeit nicht. Das sollen die 44 Fotos bei uns an Depot permanent gehen, sodass wir sie zusammen mit unserer Sammlung können weisen.
dat das auch geschieht, dat Mämer auch. Also dem Junelo net nimmen 175 nach die 44 von der Spukis bei Eis an dem Pool an noch für Ausstellungen am Ausland, dass der Pool mir groß geht. Den Podoblätten dabei mir net viel. Also das ist ein ganz interessant. Den Bestand von der Spurkäse, Berufe Leute am Saal wie darüber zu antworten, den als mich spät kauft gehen solo mal an den 90er Jahren Herr Schumann. Ja, weil an den 90er Jahren Herr Schumann weiß das viel besser wie ich. Hier war du direkt involviert aus dem Kunst, also vom Kunstmarkt. Das sind die sind dann Block kommen, die sind soweit ich weiß nur an no kauft gehen Kunstmarkt. Für uns ist es nicht ganz evident, ist das einfach mal so genau zu wissen, was das für ein Bestand ist. Wie soll ich das fein so? Ein Spuk ist also ein bisschen zäh, kann man so nicht so. Ja. Nee, wir hatten eine institutionelle Demarche gemacht, der Polage vom CNR, und ich selber für Jahren. Aber sie nicht so richtig weiterkommen. Sie wollen sich nicht so genau an ihre Karte gucken lassen, was sie dann da haben, wie alt die Printe sind, wenn sie sie kaufen, wo sie sie kaufen, bei wem sie kaufen, und das alles irgendwie. Obwohl das ja eigentlich eine öffentliche Sammlung ist, die, mit Steuergelder bezahlt wird, Guinness. Mit das, soweit ich weiß, aber nur eine aufgeschlossene Sammlung. Ich meine, dass die Spurkäse mit Herrn Schumann weiß doch besser, kein Bilder mehr kauft, hat schon eine Zeit noch nicht denkt, weiter zu kaufen. Ist das richtig? Ja, voilà. Also, gerade dafür, weil den aufgeschlossenen Bestand das Kinder ja mal ein Büropmänner so ein Hause, guck dir das an. Voilà. Das kann vielleicht noch in Zukunft. Da gehen wir nach einem starken Rupp an der Steuerrezeption. Gelebt? Ja, ja. Sie sind noch froh. Da sage ich vielmals merci für das Nullausstören, für das Kommen und wünsche noch einen schönen Abend. Merci.